Guten Abend. Wie ich vorhin hingekommen bin, und ich Radio hören, wie den Herr Wieseler gesagt hat, oder Pressekonferenz über Cargolux, das Sujet Cargolux, das heißt den zweiten Versuch für Cargolux auszuverkaufen. Das Sujet Cargolux wäre viel zu viel seriös. Wir geben Appell und Parteien machen, für das Sujet Cargolux nicht an den Wahlen zu diskutieren, weil das Sujet viel zu viel seriös wäre. Also ich kann nicht mehr staunen über so etwas. Was heißt das? Heißt das, dass alles, was Sie während der Wahlen diskutieren, eigentlich gar nicht seriös ist und die seriösen Probleme nicht da hingehören? Ich fand das der Witz, für uns ist es just umgedreht. Für uns müssen die Wahlen gehen über die Sachen, die Leute betreffen, über die Realität. Und die Realität ist klar. Zu Lützeburg, und die ein bisschen mehr alt sind, die hätten statt von 20 Jahren überhaupt nicht denken können, dass wir so eine Situation kämen. Zu Lützeburg ist allfeierte Stadt, hat Schwierigkeiten, für den Moment vom Mond mit seinem Abkommen über die Runden zu kommen. Allfeierte Stadt, das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt sicherlich noch Leute, denen gut geht, mir gibt aber schon ganz viel, denen gar nicht mehr gut geht. An als Zweiten steht, die monoparental ist, von einer Person mit einem Kind, hat Schwierigkeiten, für mit dem Abkommenswert zu Lützeburg schon über die Runden zu kommen. Ich habe von 10%, auch das hat von Jahren nach kein gedacht, wie immer gesagt haben, dass Lützeburg als das gelöfte Land, an dem so etwas mit tierlose Politiker nicht wird vorkommen. Als hängt dann die Schwierigkeit für eine Arbeit zu finden. All 5 Jugendlichen die Schwierigkeit hat, für eine Arbeit zu finden. Also schon gibt es Schwierigkeit für Jugendliche, für einen Arbeitsplatz zu finden, genutzt, für Druck auf den Mindestlohn zu machen, für einen zweiten Mindestlohn anzufeiern, auch für die Prekarität unter den Jugendlichen zu fördern, für hinten keinen festen Kontrakt damit zu gehen, und auch DW sind wir noch nicht gemeint. Da wollen wir ein bisschen über den Tellerrand gucken. Da sehen wir, dass in Europa Talschen von der Jugend keine Arbeit mehr finden. Die Länder, da sind 70 bis 80% von den Jugendlichen, die keine Arbeit mehr finden. Und via den Index haben sie fertig gebracht für alle Menschen, ich so in der Schiffer Narrenkeia, haben sie fertig gebracht für alle Menschen, ein ganz Pai zu klauen. All Mensch ist an den letzten Jahren Monat gratis arbeiten gegangen. In den 2000 Franken verdient, in den Euro verdient, in den Mindestlohn verdient, in den ein Mindestrent hat ein ganz Rent, einen ganzen Lohn müssen leihen lassen, wenn es der Indexmanipulation den einfach als Kado und Patron gegangen ist. Und da will ich nur weiter nicht mit Chiffern belasten, mehr. Die Realität ist aber auch die, dass die Krise an den Chômage genutzt gehen, für weiterzufahren am Sozialaufbau, für weiterzufahren mit der Indexmanipulation. Sie sind sich all eins, dass solange wie die Krise undauert, den Index misst weiter aus der Kraft gesagt, in Hexen senkt Tranche den Mond, für den Mindestlohn zu senken, für die Renten zu senken. Es sind noch Sozialwahlen das Jahr, den 13. November. Und Gewerkschaften sind sich eins über den Punkt, dass der Sozialaufbau darum geht, für den zu stoppen. Und gerade da sind wir gefordert. Gerade an der Problematik, als kein anderer an der Chamber, der kapabel ist, für zu sagen, wie muss machen, für den Sozialaufbau zu stoppen, dass kein anderer an der Chamber berät, Mobilisierungen von den Gewerkschaften und Durchsprechen von den Gewerkschaften an der Chamber zu vertreten. Aber wir wollen mehr weit gehen, wie just zu verhindern, dass es mehr schlimm geht. Wir wollen, dass die Produktivität, die an den letzten Jahren überhaupt, die immer permanent so hält, sich an den letzten 20 Jahren verdoppelt so hoch gehen ist, dass der Reichtum, den immer mehr Reichtum geschafft wird, an den nicht mehr bei den Leuten ankommt, wir wollen darunter etwas ändern. Und ich gehe nach ein Beispiel, weil es aber Menge noch relativ klar ist, vom Wirtschaftstheoretiker Keynes, der 1930 gesagt hat, dass
wenn die Wirtschaft sich so weiterentwickelt und Produktivität entwickelt sich so weiter, also hat sich so weiterentwickelt, da wird an 100 Jahren jeder nicht mehr 15 Stunden verbrauchen zu schaffen. 100 Jahre von 1930 bis 2030, wir sind momentan Tendenz aus, werden wir 2030 nicht 15 Stunden schaffen, wir 50 oder 60 Stunden schaffen. Was heute keins vergisst, nicht vergisst, dass wir in einem System leben, wo die Gier, wo der Profit so stark sind, dass er nicht mehr bei den Leuten auch könnt, dass der Reichtum und Produktivität nicht bei den Leuten auch könnt, aber an einer Minorität von Leuten von Herrn konzentriert wird. Ich will aber ein zweites Beispiel geben, was der Serge abgeworfen hat, über die Entwicklung von der Produktivität. Zu Lützeburg ist 1970 40 Stunden vorangefordert gehen. An der Mavi von der Sozialkommission von 1970 steht dran, gegen 1985 werden Leute just nach 30 Stunden schaffen. 1985 ist schon ein Zeitchen hier. Also sind wir schon nicht weit von Keynes weg. Was tun sie vergisst? Ja, Gier von den Kapitalisten, die das wollen akkaparieren und suchen einen Platz an Produktivsphäre, an Realwirtschaft zu reinvestieren, an Spekulationsstechen mit dem Resultat, was wir kennen. Wir sind aber noch etwas Zweites vergisst. Die Herren, die an dem Sozialbericht, der dort 1970 geschrieben haben, so vergisst, dass, wenn die Krise kommt, da wird die Politik eigentlich mich stärken, dass die Politik kapitulieren. Und die Politik hat kapituliert. Die Politik will nichts mehr machen für Leute. Was wir wollen, als eine andere Gesellschaft. Was wir wollen, als soziale Gerechtigkeit. Was wir wollen, als eine Umverteilung vom Reichtum. Aber nicht recht nur. Wir Haut wollen wir da aufhängen. Und das ist der Zweite, was das von allen Götten unterscheidet, die nur werden, während der Krise weiterführen wie bislang. Wir hätten gern, aber wir von Reichtum schwätzen, da schwätzen wir nicht mehr von Suchen. Da schwätzen wir von Menschen, von Leben, von Luft, von Natur, von Umwelt. Das sind Reichtümer, von denen wir schwätzen, die wir verteidigen, an denen wir wollen, dass sie allen Menschen zugutekommen. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft, mit selbstbestimmten Wegen, eine Gesellschaft von Männern und Frauen, die gleichberechtigt sind, die wirklich fertig bringen, sich sterblich zu teilen, Freizeit zu teilen an ihrer Familie, die Zeit tun, wo jeder Zeit hat für Mitbestimmung, für demokratische Partizipation und Selbstorganisierung. Dafür kämpfen wir die zwei Ebenen, verhindern, was die anderen wollen, dass immer mehr in die Wände geht, an Spiral ist klar, und wir wollen an eine andere Richtung gehen, von einer anderen Gesellschaft, und das ist möglich, und dafür kämpfen wir. Merci.